Hello together and happy welcome back to the Losenmalen. Ich fühle mich jetzt im Fall immer gestresst, wenn ich so anfange zu reden, weil, also immer Bro, ich habe ja 2 Wochen keine Folge mehr gemacht, aber ich denke mir jetzt die ganze Zeit so, oh je, was ist, wenn das irgendjemand von diesen Podcast Awards lässt, weil wir sind mit Losenmalen nominiert für einen Podcast Award und zwar in der Kategorie Neuheiten. Und das sind irgendwie, ich habe das nicht so ganz richtig durchgelesen, aber ich glaube, das sind so Leute von wo halt so Ahnung haben sollten, die das so bewertet. Also das ist, kann niemand voten. Das, was ihr voten könnt, ist für den Publikumspreis. Das heisst, der Podcast mit der besten Community gewinnt den Publikumspreis. Das wäre eher für uns alle, oder? Also Link ist in der Beschreibung. Geht voten. Ich tue es auch immer wieder auf Insta in der Story posten und man kann auch anscheinend kann man einfach jeden Tag voten. Amigs funktioniert es nicht und es steht auch auf ihrer Webseite, dass man nur einmal voten kann. Ich glaube, vielleicht ist das ein Fehler. Vielleicht haben sie das nicht gecheckt, dass man mehrmals kann. Nachher haben alle so 40 Millionen Stimmen, obwohl sie nur so 2000 Podcast-Followers haben und nachher sind so, Digga, was? Egal. Selber die Schuld. Auf jeden Fall, ich bin nervös, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer mir da zulässt, der mich irgendwie bewertet. Hört auf mich bewerten. Sagt einfach, entweder der Podcast ist cool oder ist nicht cool. Ich bin wirklich nicht traurig, wenn ich nicht gewinne, aber ich fände es schon auch cool, wenn ich gewinnen würde. Freundliche Grüße, hören mal Inhaberin. Genau. Wir haben es mega lange nicht mehr gehört, Alter. Und ein paar Leute, ich bin echt erstaunt, nicht so viele Leute haben mich so gestresst, von wegen, Alter, wo ist die Folge? Weil die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass ich gesagt habe, es ist jetzt erstmal eine kurze Podcast-Pause, weil es ist ja die Live-Show war. Alter, das war einfach ein Fiebertraum. Wenn es euch juckt, wie es so genau abgelaufen ist und was so die Vorbereitungen waren und bla bla bla, habe ich auf YouTube einen Vlog dazu gemacht und sonst kommt auch noch demnächst, oh, ja gut, vielleicht... Nein, ich weiß nicht. Vielleicht ist das Video schon draussen, wenn der Podcast hochgeladen wird. Also vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall kommt noch so ein Zusammenschnitt, vom, wie es so war und so. Dort kriegt man auch ein paar Impressions an die es halt verpasst haben. Tut mir mega leid. Kommen wir nächstes Mal. Pech? Nein, ich weiss. Ich nehme es auch nicht böse, weil Bro, am Mittwochabend haben halt die wenigste Zeit. Aber danke an alle, die gekommen sind. Es war mega geil gewesen. Also wirklich... Es war eine Reizüberflutung und es war crazy. Und ich hatte das Gefühl, ich sterbe kurz vorher. Aber nachher war es wirklich geil. Und ich habe auch allen, die nachher gefragt haben, bin ich so, ja, wirklich, ich war vorher mega nervös und nachher irgendwie gar nicht mehr, weil die Leute sind einfach so nett waren. Und das sind halt so die Leute, die halt wirklich so wissen, wie ich bin und so. Da muss ich ja gar keine Angst haben, weil die hören ja jede Woche meinen Scheiß. Also, das habe ich wirklich ernst gemeint. Und dann habe ich auf der Bühne immer wieder gesagt, so, ihr seid die Einzigen, die mich verstehen und so. Facts. Genau. Und ich bin da mit meinen, falls ihr mit Video schaut, wir sind in einer neuen Kulisse, in einer neuen alten, wir sind wieder in meinem Bett gelandet. Weil irgendwie die anderen, ich habe extra so einen Vorhang gemacht und es ist so in unserem Büro und bla bla, ist ja cool und recht. Aber irgendwie stresst es mich dort drin, weil wir haben keinen Vorhang und dann können die Leute so aus Fenster reinschauen und das ist echt peinlich. Darum sind wir jetzt heute da in meinem wunderschönen Bett, in meinem Pischi, weil, das war eben mein Punkt. Ich habe fette Haare und sehe richtig cracky, also nein, ich sehe nicht richtig, Bro, nein. Ich sehe schön aus für cracky Verhältnisse, aber so, ich muss mich, oh, scheiß Laptop, ich muss mich eben noch ready machen nachher. Ich muss noch duschen und alles, weil ich bin an einen Geburtstag eingeladen. Bro, Leute, das ist ein bisschen peinlich, aber das letzte Mal, als ich actually an einen Geburtstag gegangen bin, wo ich eingeladen war, ist Jahrzehnte her, glaube ich, low-key. Darum bin ich richtig so nervös und ich weiß gar nicht, was ich anlegen sollte. Es ist von Brian, Brian, oh fuck, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, aber Havari, ich kenne ihn sicher von den ganz alten Musical-Zeiten und so. Er ist der OG-Influencer von der Schweiz. Und er hat extra so ein Motto, so irgendwie, fuck, Leute, ich muss euch die einladen. Es ist so herzig. Ich zeige es euch jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ihr das so cool findet. Wahrscheinlich schon, weil er sollte stolz sein drauf. Fuck, wo ist die Scheiße? Ah, da. Also, Dresscode Shine All Night Glam But Cozy Edition. Was ist Glam But Cozy? Kann ich so in Pischi kommen? Muss ich einfach in einem schönen Pischi kommen? So, würde die Hose gehen? Keine Ahnung. Brian, Auskunft, bitte. Darum, ich gehe nachher noch duschen und alles machen. Darum habe ich gedacht, jetzt komme ich einfach grusig, weil ich mag mich jetzt auch nicht extra irgendwie schön machen für euch. Nachher gehe ich nochmal duschen und nochmal schminken, was weiß ich was. Genau. Sonst, Live-Update-mässig, ich bin mega am overthinken im Moment, also es ist wirklich ein bisschen viel und ich bin so, was soll ich machen mit meinem Leben und aber ich will auch nicht zu viel über das erzählen, weil erstens ist es irgendwie mega intim, zweitens probiere ich irgendwie im Moment so ein bisschen zum Habit zu machen, dass ich nicht die ganze Zeit nur über die schlechten Sachen rede und das nicht so gegen aussen
trage, weil keine Ahnung, ich habe keinen Bock, dass erstens mega viele Leute so Sachen über mich wissen. Die sollen ja cool und stark und crazy sein. Weil, das habe ich gemerkt in letzter Zeit, dass es wirklich auch nicht, also weißt du, so, es ist eine Stärke, dass man kann über alles reden und offen ist und es einem nicht stresst und ich einfach kann, weißt du, so, im Internet erzählen, Bro, mir geht es gerade scheiße oder so, aber die Leute nutzen das aus und die Leute, es hören mir halt eben leider nicht nur Leute zu, die es gut meinen mit mir, sondern Leute, die es nachher ausnutzen, dass sie die Infos über mich haben oder irgendwie, keine Ahnung, sich nachher mega so etwas drauf einbilden oder irgendwie, keine Ahnung. Und wenn es mir dann scheiße geht und ich das sage, logisch tut es mir dann nicht gut, wenn dann Leute extra noch reinschlagen, wenn es mir scheiße geht, nur weil ich es gesagt habe. Wisst ihr, was ich meine? Darum, ich probiere so ein bisschen das einfach auch so logisch bei meinen Friends, weil amigs ist es gar nicht so deep. Amigs habe ich einfach so einen blöden Tag und wenn ich dann mega viel darüber rede und so, dann tut sich das so viel so verschlimmern und dann habe ich irgendwie plötzlich das Gefühl, alles ist scheiße, obwohl einfach nur mein Tag ein bisschen blöd war. Keine Ahnung, aber ich sage euch jetzt nicht, dass ihr das machen sollt, weil es ist sicher gut, wenn wir darüber redet und was weiß ich was, aber mir fällt es amigs leichter, wenn ich einfach ein bisschen chill, weil ich sehr gerne übertreibe und überfordert bin und so ein bisschen mich reinsteigere in Sachen. Und darum ist es besser, gar nicht darauf einzugehen. Also sich so ein bisschen ignorieren und wenn es dann am nächsten Tag immer noch scheiße ist und dann übernächsten Tag, dann kann ich mal darauf eingehen. Aber so sonst probiere ich ein bisschen zu chillen. Ich bin sehr viel im Moment am Machen. Leute, ich habe sehr viel abgemacht für meine Verhältnisse. Und es ist zum Glück immer noch mit Leuten, die ich gerne habe. Also ich habe jetzt wirklich nie mehr Ja gesagt zum Abmachen mit den Leuten, wo ich immer erzähle, so, ja, sie melden sich so und ich habe ein schlechtes Gewissen und dann habe ich das Gefühl, ich muss gehen, aber ich habe gar keinen Bock auf die. Bro, ich bin die einfach am Ghosten. Das ist auch nicht so. Aber so, die melden sich ja auch nicht mehr. Sie haben es schon gecheckt. Sorry, ich meine es nicht böse. Ich weiss einfach nicht, was soll ich sagen. Ihr habt es, glaube ich, schon gecheckt. Eben. Und das tut mir richtig gut. Weil das gibt mir auch so, weißt du, eben, weil ich immer so das Gefühl habe, ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, die nicht mit Leuten chillen kann, die keinen Bock hat auf Leute, die alle immer Scheiße finden, die immer etwas auszusetzen hat und so. Ich merke halt langsam, dass es Leute gibt, wo das nicht so ist. Also logisch, ich könnte an allen Menschen etwas finden, das mich abfuckt. Aber das können wir ja alle. Aber mit den Leuten, die ich im Moment mich treffe und irgendwie schreibe und mein Zeug erzähle, merke ich, aha, ich bin ja gar nicht scheiße und es sind auch nicht alle anderen scheiße und ich brauche vielleicht einfach coole Leute in meinem Leben. Und ich habe einfach, Leute, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich irgendetwas organisieren könnte, dass ihr miteinander befreundet sein könnt. Weil alle schreiben mir immer, hey, wo lerne ich neue Leute kennen und so und irgendwie brauche ich neue Friends, meine Friends sind alle scheiße oder ich kann mich nicht mit ihnen identifizieren, vor allem so nach dieser mit Friends auseinanderwachsen Folge, was auch immer. Aber ich komme nicht auf eine Idee, wie ich das machen könnte. Irgendwie so Plattformen oder so. Dass ihr einander so, keine Ahnung, Bro, macht man das auf Discord? Aber ich check halt Discord nicht. Falls irgendjemand eine Idee hat, wie man das machen könnte, wäre halt so, weißt du, so Gruppenchat-Vibes. Aber ich will nicht die sein, die euch dann rein tun muss. Weißt du, was ich meine? Ich will, dass das so ein selbstlaufendes Ökosystem ist. So, ihr könnt auf einen Link klicken und nachher habt ihr Friends. Nicht so, hey, schick mir deine Nummer und dann tue ich die in eine WhatsApp-Gruppe. Nein. Darum, falls ihr irgendeine Idee habt, let me know. Und sonst, ja, ist das mein Live-Update. Wir sind jetzt auf jeden Fall back im Podcast-Game. Ich habe euch mega vermisst. Ich habe so oft in diesen 2 Wochen oder was auch immer, wo ich keine Folge aufgenommen habe, habe ich so gedacht, oh, das müsste ich jetzt eigentlich bei «Hören mal» erzählen. Oder das muss ich mir irgendwie aufschreiben. Und dann habe ich es mir nicht aufgeschrieben, dann habe ich alles vergessen. Aber so, Bro, ich denke legit jeden Tag an diesen Podcast und bin so, oh mein Gott, das wäre noch das Thema und das und ich. Und ich vermisse es. Und wo kann ich denn jetzt reden? Weil ich habe keine Plattform sonst, wo mir irgendjemand zuhören mag. Kopf. Okay. Heute geht es um Nichtsgönners. Ich weiß noch nicht, was der Titel sein wird. Mir ist kein gescheiter Titel eingefallen bis jetzt. Es soll darum gehen, erstens, wie geht man damit um, wenn die Leute dir nichts gönnen? Weil das ist so mein fucking Leben seit und je und ich weiß nicht wieso. Und auch, wie man lernt, Gönnerin zu werden. Also wie man lernt, Leute Sachen zu gönnen, weil ich finde, das ist sehr schwierig und ich finde auch, es redet niemand darüber, dass wir alle fucking Nichtsgönner sind, weil niemand will zugeben, dass man nicht gönnt. Weißt du, so, haben das Gefühl, ich schaue immer alle anderen Influencer an und denke mir so, wow, geile Studienkooperation bekommen, die ich ums Verrecken wollte, aber sie haben mich nicht genommen und sie haben dich genommen. Slay Girl, Nein, mache ich auch nicht. Aber es wird immer besser und darum reden wir heute über das. Und zwar bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, genau wegen der Live-Show. Weil es ist so krass und ich hoffe einfach, keine von diesen Sauhunden lässt zu. Falls schon, selber schuld, Bro, was machst du da? Du hast mir immer gratulieren. Schäm dich und sprich mich nicht darauf an. Frag mich bitte nicht, hast du mich gemeint mit dem? Ja, habe ich, wahrscheinlich. Und ich würde dir sagen, nein, sicher nicht. Also,
Schattet, Chanice, du hast keine Chance. Aber auf jeden Fall, wo das alles so, ich meine, ich poste ja schon so lange darüber, dass die Live-Show passieren wird oder dass sie passiert ist und in der Planung ist und wow, Leute, cool, haha, kaufe Ticket, Leute, ich freue mich, die ganze Zeit postet und alle die scheiß fucking Leute, die sich eigentlich für mein Leben interessieren und mir bei jedem Scheiß fragen können, können wir das und das zusammen machen, können wir so und so und kommst mal bei mir da, komm mal. Alle schauen die scheiß Sachen als erstes. Sie liken es, sie schauen es. Hast du das Gefühl, irgendjemand von denen hat mir geschrieben, hey, mega cool für dich, dass du das machen kannst. Nein, Alter. Nein, nur die Leute, die es am wenigsten erwartet hat, sind so, oder auch so ganz random Leute auf Social Media. Also ich will halt nicht Influencer sagen, weil ich will auch nicht, es sind nicht nur Influencer, die ich erwartet hätte, dass sie so ein bisschen sind so, wow, go girl. Es sind auch Leute aus meinem Privatleben, wo ich so denke, fuck off, Alter. Alles andere schaust und kommentierst und hi, von wo ist die Hose? Aber wenn es dann darum geht, dass ich fucking etwas Cooles machen kann, wo mir obviously mega viel Freude bereitet, dann hebst du deine scheiß Fresse. Nie sonst haben sie die Fresse, außer wenn du etwas gut machst. Und das hat mich ganz ehrlich gesagt, und ich finde es auch blöd, dass ich das sagen muss und dass es so ist, aber ganz ehrlich gesagt, hat mich das so verletzt und aufgeregt und beschäftigt. Ich bin wirklich, jeden Tag bin ich wie so, kommt es heute? Kann mir heute eigentlich jemand gratulieren? Leute, sehen ihr das nicht? So, fickt euch, Alter. Ich habe das Gefühl, ich probiere immer nett zu sein und probiere auch, wenn ich einfach innerlich so zu sein, wow, cool, und dass ich das nicht gegen aussen trage. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, niemand sonst gibt sich die Mühe. Und ich bin mir wirklich vorgekommen, als wäre ich auf einer Welt von Arschlöchern. Und das ist auch mega egoistisch, so im Sinne von, ja, alles dreht sich um mich und meine scheiß Podcast-Show. Und wieso haben wir mich, weißt du, so, okay, vielleicht haben sie es auch fucking nicht mal gelesen, was in meinen Stories steht oder nicht zugelassen. Aber das ist eben nicht so. Weil das sind ja Leute, die eben generell juckt sie, was du machst. Und sie wollen ums Verrecken wissen, was läuft bei dir. Und das sind Nichtsgönner. Bro, wenn du es halt nicht, wenn die Leute es gar nicht wissen und es sie gar nicht juckt, dann hat es nichts mit Nichtsgönner zu tun. Bro, dann bist du nichts interessierter. Also, aber Nichtsgönner sind ja wirklich die, sie wissen es, und es ist eigentlich von ihnen zu erwarten, dass sie dir gönnen, aber sie gönnen dir absolut nichts. Und eben, ich bin mit dem fett in Kontakt gekommen, wegen dieser scheiß Live-Show. Und es hat mich so verletzt. Und dann bin ich auch so gesagt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass mich das so juckt, Bro. Dann juckt es mich halt nicht mehr. Und dann muss ich jetzt halt daran arbeiten, dass ich nichts von diesen Leuten erwarte. Dass ich trotzdem, weil das ist auch schwierig, weil ich bin dann, also meine ursprüngliche Reaktion ist, ja Bro, sorry, dann gönne ich dir halt auch nichts mehr. Pff, was hast du das Gefühl? Dann schreibe ich dir auch nicht mehr, ja, geile Kooperation, schön hast du das machen können. Ja gut, dann sage ich auch nicht mehr, weißt du, sage ich auch nicht mehr, gratuliere zu deinen, ich weiß auch nicht, 200'000 Followers. Aber das will ich ja auch nicht, weil ich will können zeigen, schön für dich, ich habe mein Zeug, du hast dein Zeug, wir sind beide cool, wir haben beide eine Berechtigung zum da sein. Und nur weil du jetzt etwas Cooles machst, heisst das nicht, dass ich weniger cool bin. Und das will ich ja eigentlich immer drin haben und auch gegen aussen tragen können. Aber das ist mir extrem schwer gefallen nach dem, weil ja, vielleicht kann man auch nicht so relate, aber das ist wirklich etwas, das macht man eigentlich in dieser Szene. Auch wenn man fake ist. Auch wenn du es nicht so meinst, Bro. Aber weißt du, so, Leute, die mir nicht gratuliert haben und obviously gesehen haben, was läuft, fragen 3 Tage später, hey, wollen wir eigentlich zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen? So, du willst ja obviously von mir profitieren. Wieso bist du so dumm und bist dann nicht einfach fake? Wenn du schon von mir und meinem Erfolg oder dem, was ich gerne mache oder was gut ankommt, willst profitieren, dann sag doch wenigstens scheiß fucking Fake, Alter, und sag mir, hey, mega cool, wenn wir gerade zur 4 von diesem Podcast-Folge aufnehmen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ja sage und du dann von mir profitieren kannst, ist doch viel höher, wenn du fake nett zu mir bist. Aber these bitches don't even know how to be fake. Wirklich. Versteck es doch ein bisschen besser, wenn du nicht gönnst. Leute, wirklich no joke, mein bester Advice ist, wenn ihr schon nicht gönnt, bitte hört auf zu zeigen. Seid innerlich ein Hater oder erzählt es eurer Mutter oder eurem Hund, aber weiter als das geht es nicht, dass ihr nicht gönnt, weil das ist so der grösste Ick. Auch das ist nicht nur für mich, ich glaube, das ist Allgemeinheit, wenn man so merkt, jemand ist so, ihr kennt es doch, oder irgendwie so, oh mein Gott, ja, weißt, also ja, ihre Eltern sind halt einfach mega reich. Und ich meine, ja, das ist ja schön für sie, aber weißt, ich bin dann halt schon amix so, weißt, ich hätte das schon auch gegeben. Und dann hast du so eine Kollegin, die so obsessed darüber, wie viel Geld alle anderen haben oder wie viel, und ja, ihre Eltern. Und ja, sag doch einfach, dass du es auch willst und dass es nicht damit klarkommst. Aber so, Bro,
red doch. Ich verstehe nicht, wie man so viel Zeit damit verbringen kann, einfach über das zu reden, was bei anderen Leuten läuft und wie cool es alle anderen haben. Und oh mein Gott, Leute, das ist so ein fetter Rant und ich habe gar nicht geplant. Das steht nicht da auf meinem Büchlein. Das steht nicht auf meinem Büchlein. Jetzt kommen noch andere Punkte. Aber das regt mich so hart auf. Sie sind recht dumm. So, und darum, so, mein Punkt ist eben, so, man sollte, wenn man mit dem in Kontakt kommt, es macht mega weh. Und ich finde, es ist auch fair, um das zuzugeben, auch wenn es ist wie so ein bisschen peinlich. Es ist wie so, ja, was juckt es dich? Bin ich jetzt genau gleich scheiße wie die, weil es mich juckt? So, wenn ich wirklich an einem guten Punkt wäre und irgendwie erfolgreich wäre, würde es mich dann jucken? Heisst das, dass ich jetzt nicht also, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist einfach menschlich und es ist auch, ich finde, fair, dass man von Leuten verlangt oder irgendwie erwartet, nicht verlangt, aber Erwartung hat gegenüber von diesen Leuten. Und wenn die dann irgendwie wenn du enttäuscht wirst in dieser Erwartung, ist es doch auch völlig fair, dass du verletzt bist oder irgendwie kurz musst einen Moment nehmen, um so zu sein, okay, in diesem Fall muss ich jetzt meine Erwartungen anpassen. Aber das ist auch wichtig, dass das passiert. Aber seid nicht so dumm und lasst euch 100-mal von den gleichen Leuten verletzen, die euch Mal für Mal irgendwie abmachen für eure Erfolge, euch klein reden oder jedes Mal, wenn ihr etwas Cooles zu erzählen habt, haben sie etwas 4-mal so Cooles zu erzählen. Seid mit Leuten befreundet, die euch eure Erfolge gönnen und auch mal die Fresse haben können, auch wenn bei ihnen etwas Cooles läuft. Erzähl es mir in 2 Tagen. Erzähl es mir in 2 Tagen, lass mich meinen Moment haben. Und ich bin wirklich jemand, wo das nicht so, also so, wenn jemand anders ist, dann so sagt, oder irgendwie du sagst so, keine Ahnung, wow, jetzt bin ich ein Jahr mit meinem Freund zusammen und dann sagt die Kollegin, oh mein Gott, aber hast du mega wenig, wir sind schon 4 Jahre zusammen. Das ist nicht etwas, was mich mega juckt. Und ich bin auch jemand, der schnell über so etwas hinwegschauen kann, weil ich mir halt immer denke, ja Bro, ich sage auch so viel Scheiß und rede so viel rein und muss mich dann entschuldigen, dass ich drin rede, weil ich einfach meine Fresse nicht haben kann und ich meine es ja wirklich nicht böse. Ich glaube auch nicht, dass das alle böse meinen. Es kommt einfach von so einem, wir alle wollen fucking gut wirken gegen aussen und wir alle haben das Bedürfnis, uns mitzuteilen und wir alle wollen irgendwie uns aufpushen und es gibt einfach Leute, die das viel mehr haben, weil sie viel mehr die Validation von außen brauchen. Und dann gibt es Leute, die das weniger haben und ab und zu rutscht so etwas raus. Und ich finde, Bro, such dir die Leute aus, die das so wenig wie möglich machen, die so wenig mühsam sind wie möglich, Alter, dass du deinen Moment haben darfst. Und dass du sie aber auch ihre Moment haben lässt. Auch wenn du, kennt ihr das nicht so, irgendjemand erzählt euch etwas und ist voll excited und sind so, wow, mega cool. Und du checkst es gar nicht. Du bist so, also eigentlich, ich check gar nicht, was das ist. Ich check nicht, wieso du dich freust. Ich check nicht, wie das passiert ist. Aber, und dann kommt eben der Fake-Teil, low-key. Also auch wenn du die, also ich freue mich dann halt wirklich. Aber es ist nicht, weil ich es selber cool finde. Bro, man muss es nicht cool finden. Es ist genau gleich, wenn jemand sich mega freut, irgendwie, keine Ahnung, Alter, wow, jetzt habe ich den Hot Girl Summer und ich freue mich so zum ersten Mal so Hot Girl Summer, keine Ahnung. Wenn du selber Hot Girl Summer scheiße findest, aber du merkst wirklich von Herzen, die andere Person freut sich drauf, dann heb doch deine Fresse, du kannst nicht alle ändern und es müssen nicht alle so sein wie du und ihr seid befreundet. Du bist befreundet mit einer Person, zum Zuhören und zum für die Person da sein und zum einfach supportive sein. Du bist nicht immer dort 24/7, um deinen Input zu geben oder deine Meinung zu geben oder sagen, nein, aber das ist im Fall gar nicht so cool. Freu dich einfach oder sei fake froh. Es bringt sei innerlich ein Hater. Denkt er innerlich, ja okay, also so geil ist es jetzt auch nicht. Oder also ich würde das nicht machen. Oder denkst du innerlich, ruinier nicht den Moment von dieser Person. Weil eins kann ich dir sagen, ich habe das genug oft selber auch gemacht, dass wenn meine Friends sich irgendwie über etwas freuen, wo ich so bin, Alter, chill. Oder weißt du, so dumme Sachen, so, oh mein Gott, am Wochenende kiffen. Und ich bin so, bist du sicher, willst du dich auf das freuen? Und dann komme ich so mit meiner hure man ignoriert, dass ich das Wort nicht aussprechen kann, mit meiner Lektur darüber, dass es nicht gut ist und wieso machst du das und du bist doch einfach, Bro, haben das Gefühl, hat jemals etwas gebracht, wenn ich das in diesem Moment gemacht habe? Nein, weil Leute, die sich so freuen, die so hyped sind schon in ihrem ganzen, Bro, das wird nichts wird mehr ihre Meinung ändern, genau gleich mit irgendeinem Typ. Deine Kollegin hat wirklich so einen räudigen, ranzigen und du weißt, du hast schon Sachen gehört und du weißt, er ist scheiße und du hast schon nett gefragt, hey, ja, aber bist du sicher? Und die Person sagt, nein, ich bin so hyped und er ist so toll. Vergiss es, du hast keinen Einfluss mehr. Dann ist es als Kollegin, finde ich, deine Aufgabe, zum einfach da sein in dieser Situation. Und auch zum da sein, wenn genau das passiert, was du 100-mal gesagt hast. Am Schluss, ich bin auch die dann sagt, ja Bro, ich habe es von Anfang an gesagt. Ja, das darfst du auch sagen, aber trotzdem musst du dann dort sein, für, Alter, halt mal Fresse, scheiß Laptop. Trotzdem musst du dann dort sein, für, wenn deine Kollegin dann wieder heartbroken ist, auch wenn du es schon gesagt hast.
wir sind alle menschlich, wir machen alle Fehler und wir freuen uns trotzdem alle über Sachen. Und wirklich das Schlimmste auf der Welt, was man machen kann, ist, Leute ihre Freude probieren wegnehmen. Wir haben sonst schon genug Stress. Wir finden uns sonst schon genug Scheiße und nichts ist gut genug. Wenn dann mal etwas zum sich freuen ist, lass es. Lass es, auch wenn es für dich scheiße ist. Oder auch wenn du dir denkst, Alter, wir arbeiten beide am gleichen Ort und du hast jetzt eine Lohnerhöhung bekommen und ich nicht. Oh mein Gott, du bist scheiße. Deine Zeit wird kommen. Deine Zeit wird kommen. Und wir sind alle auf einem anderen Weg. Und das ist halt vor allem so, ab dem Zeitpunkt, wo man aus der Schule kommt, finde ich, merkt man das extrem, dass Leute sich viel mehr vergleichen. Und es ist ja vorher schon in der Schulzeit, wir kennen jetzt alle, was hast du für eine Note gehabt, was hast du dort, und dein Vortrag, und dein Plakat, und dein Social Media, und welche Kollegen hast du, und mit wem chillst du, und welche Kleider hast du an, und oh mein Gott, du hast mir nachgemacht. Es ist halt wir vergleichen uns so fest in der ganzen Schulzeit, oder im ganzen Leben, vor dem, dass halt die Schule fertig ist. Und es wird uns auch beigebracht. Es ist, schau, die kann es besser. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Schau, so kannst du enden, wenn du es nicht gut machst. Wie der dort, wo scheiße ist. Schau so und so und so. Und wir werden so erzogen. Auch notenmässig. Und es ist alles geregelt. Wir haben alle den gleichen Alltag. Wir wissen alle, meine Kollegin wird morgen dort und dort sein. Meine Kollegin hat genau dann Ferien, wenn ich Ferien habe. Weißt du, nichts ist unvorhersehbar, alle machen das Gleiche und wenn jemand mal etwas anderes macht, irgendwie in eine Klinik muss oder so, weil es dieser Person fett scheiße geht, oh mein Gott, dann ist es der grösste Weltuntergang. What the fuck, wie hat sie ihr Leben so verschießen so. Das ist ja so ein bisschen der Umgang, den man hat, wenn man so Kind, Teenie, was auch immer ist. Und es ist einfach schön, es ist mega bequem. Und auch dort haben wir unsere Sorgen, aber es ist im Vergleich zu nach der Schule ist es so chillig, weil du hast keine Sorge, dass du irgendwie hintendrein bist, im Sinne von wo sind alle anderen im Leben jetzt, was haben alle anderen schon erreicht, wie viel Geld sollte ich schon haben, welchen Job sollte ich haben, welche Ausbildung, oh mein Gott, die anderen haben das Studium schon bald fertig und ich habe immer noch keins. Nach der Schule kommt einfach viel mehr, weil wir alle etwas anderes anfangen machen und wir sind uns das nicht gewöhnt. Bro, und dann passiert eben genau das, dass man sich vergleicht und anfängt nicht gönnen, weil es macht weh. Mir macht das auch amigs weh, um zu sehen, was andere Leute einfach in den Arsch gestopft bekommen, wo ich 10 Jahre dafür arbeiten um ansatzweise an diesen Ort zu kommen. Einfach weil sie irgendwelche Connections haben, weil sie Kohle haben, weil sie irgendwelche bestimmten Eltern haben. Logisch, das tut weh. Aber es bringt dir nichts, deine Energie zu verschwenden, für die, zum über das irgendwie hässig zu sein. Weil die Wahrheit, die wir alle akzeptieren müssen, ist, dass während man, wenn man nicht gönnt, hässig ist und die ganze Zeit darüber lästern und hast gesehen und am Abend vor dem Einschlafen denkst du dran und am Morgen, wenn du aufwachst, denkst du dran. Es ist ja, ihr kennt das sicher, so, wenn man jemandem etwas Spezifisches nicht gönnt, wo man unbedingt selber hat wollen, Bro, das tut dich so einnehmen. Du bist wirklich so ein bisschen obsessed mit dem Fakt für so, keine Ahnung, entweder ein paar Tage oder sogar eine Woche oder 2 Wochen. Es ist so, aber wieso? Und das ist so, es macht dich so hässig. Und guess what? Die Person, die das erreicht hat, hast das Gefühl, die denkt 1 Sekunde an dich. Nein, das ist doch so peinlich. Und eben, ich meine das nicht nur an euch, ich meine das immer auch an mich. Aber das ist so peinlich, Digga. Die Zeit, wo wir so viel und oft investiert in schauen, was alle anderen machen, was alle anderen erreicht haben, wo stehen die, wo stehe ich, könnten wir sowas von investieren in die Sachen probieren erreichen, die wir ja wollen. Brauch mal die Energie, die du brauchst zum Lästern und zum hässig sein, in, keine Ahnung, dein eine Hobby, wo du mega Talent hast, wo du probierst, um irgendwie etwas aufzubauen, oder irgendwie in deinen Job, oder in deine Beziehung, oder in deine Wohnung, Wohnung einrichten, Wohnung putzen, was auch immer. Es gibt so viele Sachen, wo wir auf andere neidisch sind oder nicht gönnen, oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, ob neidisch sein das Gleiche ist wie nicht gönnen. Keine Ahnung, aber einfach so das und einfach, wenn ihr mit dem in Kontakt kommt, dass jemand euch etwas nicht gönnt, dann probiert wirklich euch nicht triggern lassen von dem. Weil ich glaube, was dann passiert, ist so ein bisschen, aber wieso, aber jetzt habe ich doch etwas Cooles gemacht und niemand freut sich für mich und dann bringt es doch gar nichts, weil es ist low-key, für mich, habe ich auch gemerkt, ist es wirklich so, wenn du es mit niemandem teilen kannst, dann bringt es dir gar nichts. Also Freude für mich allein ist viel schöner, wenn ich es mit Leuten teilen kann und die Leute sich mit mir freuen und so.
ihr kennt das doch safe auch, wenn ihr so etwas habt und ihr merkt so, oh mein Gott, wem erzähle ich das jetzt? Ich habe niemanden, wo ich das erzählen kann und das ist so ein trauriger Moment. Darum, ich glaube, als soziale Wesen, uns ist es wichtig und es tut uns auch gut, können so Sachen teilen. Und wenn du merkst, fuck, Alter, ich habe niemanden, dann probierst du wieder das Problem bei dir selber zu suchen. Aber wieso? Und habe ich es in diesem Fall trotzdem nicht so gut gemacht? Und wieso hassen mich alle? Und wieso kann niemand? Und dann bist du wieder das Opfer. Probier das nicht an dich heranzulassen. Es hat nichts mit dir zu tun. Egal in welchem Fall. Egal, ob du jetzt denkst, nein, aber bei meiner Situation ist es wirklich, haben sie wirklich das Gefühl, ich bin scheiße. Ja, sie können das Gefühl haben, du bist scheiße. Sie können dich actually hassen. Das kann sein. Das kann sein, dass sie dich hassen für das, was du erreicht hast. Aber du kannst nichts dafür. Du hast ihnen nichts gemacht. Du hast auch dein Ding durchgezogen und sie kommen nicht damit klar. Und das ist einfach etwas mega Trauriges, was man einfach lernen muss akzeptieren, weil eben, sie wollen ja irgendwie auch, dass du nicht erfolgreich bist und du hast definitiv eine kleinere Wahrscheinlichkeit oder eine kleinere Chance, zum erfolgreich zu sein, wenn du anfängst, nur auf sie zu hören und nur deine Energie genauso zu verschwenden, wie sie es machen und nicht in deine Erfolgssachen investieren und einfach wieder so, kann ich sie probieren, Dialoge einfach zu humblen, oder? In dem, und das finde ich auch blöd, Bro, sie haben ja actually Macht über uns. Das ist ja wie bei mir, dass ich dann mega lang so gedacht habe, ja, kommt jetzt noch etwas und wieso gratulierst du mir nicht und was habe ich euch gemacht, Bro, wieso? Das humbelt mich und es hat actually einen Einfluss auf mich und das finde ich so cringe, Alter, wenn ich merke, dass so Leute, wo ich auch gar nicht als Konkurrenz sehe oder wo ich mich gar nicht damit vergleiche oder wo ich gar nicht, also das klingt hure scheiße und einbildet, aber ich meine es nicht so, aber ich meine es auf eine innerliche Art, auf eine emotionale Art, wo ich nicht auf meinem Niveau sehe, wo ich eigentlich nicht, ich würde keine Kritik von dieser Person ernst nehmen, ich würde kein Kompliment wirklich mega, also weißt du so, es würde mich nicht mega freuen, wenn so eine Person zu mir kommen würde und sagen würde, boah, du bist so ein guter Mensch, weil ich wäre dann sofort so, ja, okay, aber du weißt gar nicht, wie man ein guter Mensch ist, für mich bist du nicht das Beispiel für einen guten Mensch, also bringt mir dieses Kompliment auch nicht. Genau gleich sollte es mich nicht jucken, wenn sie eine Kritik an mir auszuüben haben, weil ich mir denke, ja Bro, probier du mal, sag du mal in meinen Schuhen, du bist noch nirgends, du hast noch nichts erlebt von dem, was ich erlebt habe. Weißt du, so, kennen das? Es gibt einfach so Leute, wo du so, also man hat Respekt vor diesen Menschen als Mensch, aber so auf emotionaler Ebene bist du einfach so, ja Bro, also sorry, du bist einfach nicht zu brauchen. Wir sind nicht in der gleichen Welt irgendwie. Und dass ich mich dann trotzdem von so Leuten, weil ich mir denke, ich würde das nie machen, ich werde nie so beeinflussen lassen. Das ist cringe und peinlich und humbling und das will ich nicht. Ich will nicht so Leute Macht über mich geben, weil das habe ich genug lang gemacht. Und ich bin irgendwie, das ist auch ein bisschen so ein Reality-Check, oder so, ich bin irgendwie gar noch nicht so weit, weil es juckt mich anscheinend gleich, was die Leute sagen. Und ich werde das einfach mal aussprechen, weil, ja, Bro, es ist schon ein bisschen peinlich, weißt du? Ich wünschte, ich wäre so jemand so, ja, es juckt mich nicht und so. Und auch jedes Mal, Bro, wenn ich irgendwo bin und so sage, wow, aber es juckt mich schon ein bisschen so, immer hat es irgendeinen Motherfucker im Raum, der zu mir sagt, oh je, aber wieso juckt es sich so fest, dass die Leute von dir denken? Je, shut the fuck up, Alter. Die Leute, die so sind, mich juckt gar nicht, was die Leute machen. Das sind doch die, die es am meisten juckt. Wieso musst du mir vor die Fresse haben, wie fest es dich nicht juckt? Wenn es dich nicht jucken würde, würde sie so wenig jucken, dass du nicht darüber reden würdest, oder? Hässig bin ich heute. Hässig. Ja, aber eben, es wär cool, wenn alle Leute gönnen könnten, aber es ist nicht so. Und es ist ja wie auch ein Zeichen, wenn man mega nach dem sucht, so wie ich jetzt so war, «Hallo, Leute, hallo, findet ihr das nicht cool? Hallo?» Das zeigt ja auch, dass ich irgendwie ein bisschen unsicher bin und gerne die Bestätigung hatte von irgendwelchen Leuten, die auch in diesem Business sind, die eigentlich auch nachvollziehen können, wie cool das ist, um das zu machen. Es bringt mir nichts. Sorry, auch wieder so, das ist auch wieder so auf dem, wenn du nicht in dieser Welt bist, in dem ganzen Social Media Game und du mir sagst, hey, mega cool, dann denke ich mir, ja, logisch ist es für dich mega cool, aber ich will auch hören von denen, die wirklich in dieser Welt mit mir sind und wissen, wie es hinter der Kulisse ist und wissen, wie viel Arbeit, dass so jemand zu mir kommen kann und sagen kann, wow, das ist jetzt wirklich cool, weil das ist einfach etwas anderes. Das ist wie wenn, keine Ahnung, du spielst Klavier und irgendjemand, der kein Instrument spielt, sagt, wow, du spielst mega gut. Logisch spiele ich gut für dich, Bro, weil du kannst nichts. Aber wenn der Mozart dir sagt, du spielst mega gut, dann wärst du sicher so, wow, der Mozart hat gesagt, das ist auch so ein bisschen das, oder? Und man wünscht sich das und das ist blöd und aber
es hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts mit, es ist, und das klingt so scheiße, ist das, was unsere Mütter so sagen. So die eifersüchtig sind, das ist ein Kompliment und nimm es als Kompliment, die werden einfach du sein und so. Aber es ist halt wirklich so, probier es als Kompliment zu nehmen. Du bist an einem Ort, wo sie gerne wären. Sie können nicht damit umgehen. Und ihre einzige Strategie, um irgendwie probieren, damit umzugehen, ist, die zu haten oder die zu ignorieren oder einfach die probieren, schlecht zu fühlen lassen. Weißt du, wie schlimm ist das? Also ich habe wirklich Mitleid mit dem, low-key. Und das kann ja bei ganz kleinen Sachen anfangen, dass man das so ein bisschen merkt in seinem Umkreis. Eben entweder, keine Ahnung, Lohnerhöhung, neuer Job, neuer Freund oder irgendwie nur schon ein Haustier, Bro. Wisst ihr, wie viele Leute dumm da haben zu mir, dass ich einen neuen Hund kaufen konnte? Ja, also du in diesem Alter und ich. Sorry, dass du dir keinen Hund kaufen kannst oder irgendwie keine Zeit hast für einen Hund. Es ist nicht mein Problem. Lass mich Freude haben an meinem fucking Hund. Es fängt an bei Kleidern. Die kauft sich immer so teures Zeug und hört auf bei Lebensentscheidungen, wegzügeln, Studium aussuchen. Und das sind halt Sachen, wo richtig... Bro, es gibt einfach... Bei Kleidern. Keine Ahnung, wenn mir jemand sagt, oh mein Gott, Emma kauft immer so teure Schuhe. Das juckt mich doch nicht. Ja, ich kaufe teure Schuhe. Ich finde sie hure geil. Ich sage aber nicht, du musst das kaufen. Und ich bin auch nicht hässig auf Leute, die Dosenbach 20 Stutz Schuhe haben. Ich finde, das juckt mich einfach nicht. Weil ich ziehe die Schuhe nicht an. Ich kaufe die Schuhe nicht, weil ich will, dass irgendjemand mir sagt, sie sind cool. Aber wenn... das lernt man ja eigentlich mit der Zeit. Okay, das juckt mich nicht. Aber dann gibt es so... Es steigert sich so. Und dann gibt es wirklich Sachen, wo du so bist, what the fuck, fickt euch. Dann studiere ich halt nicht das, wenn ihr alle findet, ich bin scheiße, wenn ich das studiere. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu realisieren, dass man einen mega Impact hat auf die Leute mit dem, was man macht, wenn sie einem etwas erzählen oder wenn sie irgendeine Entscheidung treffen und dass unsere Reaktionen wichtig sind und dass man nicht immer nur denkt, so, jetzt Antwort, okay, zum Beispiel bei Stories, jemand postet etwas und du merkst ja clearly, die Leute posten es, weil sie sich erhoffen, dass jemand darauf antwortet, dass es cool wirkt. Also, und ich ertappe mich auch immer wieder, wenn jemand immer wieder so Zeug postet, bin ich so, ja Bro, ich habe es gecheckt. Weiter. Ich finde es eigentlich cool, aber ich werde jetzt nicht extra noch schreiben, dass ich es cool finde, weil das sagen dir sicher schon genug andere Leute, dass ich es cool finde. Bro, dabei könnte ich meine Energie brauchen, die ich schon verschwendet habe, um das zu schauen und mir Gedanken darüber zu machen. Schreib doch einfach, hey, mega cool, weiter. Du machst etwas mega Gutes für diese Person. Und dir tut es nichts. Dir tut es auch nur gut, weil du hast nicht hässlich sein, du hast nicht müssen irgendwie nicht gönnen, du hast dich auch nicht müssen schlecht fühlen, dass du nicht gönnst. Du hast gar nichts müssen machen. Du kannst am Schluss ins Bett und denkst, cool, alle sind irgendwie an einem guten Ort im Leben. Das freut mich. Und ich weiss, es ist auch schwierig, wenn man selber überhaupt nicht an dem Ort ist, wo man das Gefühl hat, alle anderen sind weiter und eben jetzt genau nach der Schule und alle studieren, alle haben einen Job, alle gehen reisen, alle haben... Aber am Schluss des Tages haben alle auch ihre Struggles. Oder bei mir denke ich, das ist ja so viel, was ich auch gar nicht nachvollziehen kann, weil ich so transparent bin darüber, dass es mich fett stresst, in dieser Situation zu sein, wo ich jetzt bin, auch wenn es mega lucky ist und ich Sachen habe, die niemand sonst hat in meinem Alter und was weiß ich was. Bro, ich bin am Schluss des Tages einfach trotzdem gestresst und die Leute schauen mich trotzdem an und sind so, ich will dein Leben. Und ich bin so, hast du mir nicht zugelassen? Du willst nicht mein Leben. Du hast eine Idee von meinem Leben und genau gleich, wie du vielleicht nicht willst, wirklich auf die Weltreise gehen, wo die andere gegangen ist, weil sie es mega schlimm gefunden hat. Also, macht eure eigenen Erfahrungen und findet eure eigenen Erfahrungen gut oder scheiße oder seid stolz drauf oder nicht. Und dass wir das einfach nicht beibracht, wie man lernt, einfach selber stolz zu sein. Genau gleich, ich habe gesucht, dass andere Leute mir sagen, du kannst stolz sein auf dich selber. Ich bin nicht von Anfang an einfach schon ein bisschen stolz gewesen, aber nicht so wirklich. Ich habe so darauf gewartet, dass ältere Leute, erfahrenere Leute, Leute, die ich eigentlich bewundere, mir haben die Erlaubnis gegeben, um zu sagen, doch, das war jetzt wirklich etwas Cooles gewesen, die Live-Show. Und wenn mir das niemand gesagt hat, dann weiss ich nicht, ob ich heimgegangen wäre und gesagt hätte, wow, das ist jetzt mega stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dass das gut gelaufen ist und dass alle Freude haben. Ich weiss nicht, ob ich so heimgegangen wäre. Das haben mir zum Glück viele Leute gesagt, ich kann stolz sein und es ist cool und bla bla bla. Und im Nachhinein haben dann die Leute, die sie mich das nächste Mal gesehen haben, an irgendeinem Scheiß-Event, haben es dann auch anbekommen, um zu sagen, hat noch cool ausgesehen, die Live-Show, wie war es gewesen? Ja, fick dich, Alter, fick dich. Ich weiss, du hast es gesehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mir fucking zu schreiben. Und ja, ich glaube, es ist auch, man muss lernen, irgendwie herauszufinden, wenn man die Erwartungen
anvertrauen kann und irgendwie zumuten kann. So, ich erwarte von meinen engsten Friends, dass sie so Zeug machen. Sorry, dann bin ich hässig, wenn du mir nicht gratulierst. Oder wenn du eine dumme Ausrede findest, wieso du nicht kannst kommen. Wenn du eigentlich kommen und mich supporten kannst. Weil ich würde das für dich machen. Aber hört auf von random Leuten oder von irgendwelchen komischen Familienangehörigen, die ihr wisst, die haben nichts erreicht im Leben, die sind nicht ansatzweise so wie ihr. Wieso juckt dich die Meinung von denen? Die sind die sind scheiße. Genau wie wenn du grün-liberal bist und dann die Meinung jucken wird von einem SVPler, weil er findet, du bist scheiße. So, das macht einfach keinen Sinn. Und wir machen das viel zu oft und wir geben allen anderen viel zu viel Macht über uns. Und wir sollten einfach lernen, stolz auf uns selber zu sein. Und wenn man jetzt lernen will, wie man besser wird im Gönnen, hat es ja wieder, wie ich immer sage, einfach nur mit dem zu tun, dass man ein bisschen Selbstvertrauen braucht und dass es einfach so, hör auf, so viel zu schauen, was alle anderen machen, konzentriere dich auf dein eigenes Leben. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, erstmal zu checken, was sind meine Insecurities, was ist es genau, wo das Nicht-Gönnen immer auslöst. Weil es gibt ja bei mir zum Beispiel Sachen, die mich gar nicht jucken, wo ich merke, meine Kolleginnen sind hure, die gönnen so nichts ihren anderen Kolleginnen in diesem Bereich. Zum Beispiel eben geldtechnisch. Aber das juckt mich, es könnte mich so nicht weniger jucken, ob jemand 1 Million hat, die in meinem Alter ist, oder ob jemand -3 Franken auf dem Konto. Es juckt mich einfach nicht, weil ich gar nicht mit dem Konzept von Geld aufgewachsen bin und es war nie ein Thema gewesen, dass man irgendwie, ja, hast du gesehen, wie viel? Also, ich glaube, es gibt viele Familien, die eben so steht, die Meyers haben aber jetzt schon viel Geld ausgegeben für ihre Ferien. Und ja, hast du gesehen, die haben das Haus verkaufen müssen, keine Kohle mehr. Das kann ich mir vorstellen, dass ganz viele so aufwachsen. Bei mir war das nie so ein Thema gewesen. Darum juckt es juckt mich einfach irgendwie nicht, weil ich habe genug Geld zum Überleben und der Rest so, Bro, juckt mich irgendwie nicht. Schön für euch. Geil, geile Sicht. Und andere Friends von mir, die halt auch vielleicht mehr eben Bezug zum Geld haben oder irgendwie mehr so ein bisschen das Material Girl haben und Ding haben und sie wollen unbedingt und die sind dann hure so, ja, die haben nur viel Geld und die sind und dann merkst du es. Und dort ist es einfach wichtig zum Lernen herauszufinden, was sind denn deine Triggerpunkte, wo du merkst, jetzt fange ich einfach an, ein Hurensohn zu sein, weil es mich triggert, weil ich das gerne habe. Ist es Geld? Ist es eine Beziehung? Das kenne ich auch bei ganz vielen Leuten, die halt noch nie so eine richtige, intime, schöne, lange Beziehung hatten, wo sie so sind, oh mein Gott, alle haben einen Freund, alle haben das und ich will das auch. Wo ich auch wieder so ein bisschen, Bro, was ist mit euch? Aber das ist einfach, weil ich schon seit ich 12 bin, immer wieder einen Freund hatte. Also ich sehe, es ist nichts dahinter. Ich sehe, es bringt mir genau gar nicht, einen Freund zu haben, wenn er, weißt du, das ist alles eine Illusion und auch wenn man eine schöne Beziehung hat und wenn man dann wieder Schluss macht, Bro, dann juckt es mich eigentlich auch nicht, ob ich eine schöne Beziehung habe. Aber alle anderen Leute sind so obsessed damit, die es noch nie hatten. Gut, dann triggert die vielleicht das. Oder jetzt bei mir triggert es mich, wenn, oh mein Gott, was gönnen die Leute nicht? Ja, so, ich bin wirklich schlecht mit dem so akzeptieren, dass es einfach Leute gibt, die einen Vorteil haben, ohne dass sie wirklich mega viel dafür haben müssen machen. Zum Beispiel, eben, du wirst in irgendeine Familie hineingeboren oder du hast irgendeinen Freund mit einer crazy Connection und darum kommst du an einen crazy Ort. So, es ist alles eigentlich fair, so schön, weil wir haben alle auch unsere Vorteile. Wir alle andere Leute werden bei uns auch immer wieder etwas finden, um zu sagen, ja, aber sie hat ja den und den Vorteil gehabt. Oder ja, sie ist ja hübsch, kein Wunder ist sie. So. Alle haben irgendeinen gewissen Vorteil, aber immer wenn mir so etwas vor die Augen kommt, denke ich so, ja, aber immer die Reichen und immer, shut the fuck up. Es ist halt so, das Leben ist nicht fair. Ich muss es einfach akzeptieren, aber das finde ich zum Beispiel schwierig, um diesen Leuten zu gönnen. Und vor allem ist es auch mega oft so, dass man dann halt das als Ausrede braucht für den Erfolg. Gell? Ja, sie ist ja einfach reich. Oder bei mir kommt auch oft, ja, die ist einfach hübsch, kein Wunder, ist sie Fame. Oder so. Weil so bei Bro, Alter, das bringt mir genau gar nichts. Also, dass Leute mich hübsch finden. Wirklich nichts. Das bringt mir nur Hate und Scheiße, Alter. Aber ja, wahrscheinlich bringt es mir schon etwas, aber ich habe nicht das Gefühl. So, dass man dann, ja, die ist halt reich aufgewachsen. Kein Wunder, hat sie ihre Firma können machen und dann so den Erfolg denen abschreibt, damit es irgendwie verträglicher ist und dass man nicht so sterben will. Aber man muss trotzdem den Leuten lassen, so, okay, ja, sie haben das Geld gehabt, um das aufzubauen und so. Aber sie hätten es auch fett verschissen können. Sie hätten auch können gar keine Firma machen, sie hätten auch können dumm sein. Du musst auch irgendwie gescheit sein, um so Zeug zu machen. Aber das alles tun wir einfach so weg. So, nein, sie ist einfach hübsch und reich. Könnte ich auch, wenn ich das und das hätte. Bro, dann machen wir doch etwas dafür, dass wir das und das haben. Ja, das könnte ich auch, wenn ich, keine Ahnung. Bro, im Reitsport zum Beispiel. Ja, das könnte ich auch, wenn ich so ein teures Ross hätte. Nicht, dass ich ein teures Ross habe.
Aber so, das sehe ich auch immer wieder auf TikTok und so. Bro, du kannst gar nichts, nur weil du irgendein Ross hast. Das ist Arbeit, das ist Training, das ist... Und genau so ist es mit allem, Bro. Wir müssen fett dafür arbeiten und das ist so ein bisschen das Ding. Man hat immer das Gefühl, wenn man halt so... Du siehst ja immer nur das Resultat. Auf Social Media, keine Ahnung, Bro, in der Zeitung, wenn es dir jemand erzählt, ja, hast du gehört, sie und sie schafft jetzt dort und dort. Du siehst immer nur das Resultat. Du siehst nicht, wie lange es gegangen ist, um an diesem Punkt ankommen. Bro, keine Ahnung, ich kann kein Deutsch mehr. Für die Person. Du hast nicht gesehen, wie viele Tränen geflossen sind. Du hast nicht gesehen, wie viel anderes Zeug man darauf verzichten muss. Wie zum Beispiel bei mir. Leute, die sich nicht mit mir auseinandersetzen, sehen einfach nur, ja, eine kleine Göre, die jetzt Geld verdient im Internet, weil sie hübsch ist. Die sehen nicht, wie viel Pain das war, wie viele Struggles das ich habe, wie anstrengend das ist und wie lange ich das schon mache. Die sagen, oh, die ist jetzt Influencerin und macht jetzt Werbung für das. Bro, ich mache das seit irgendwie 4 Jahren und bin 4 Jahren ausgelacht worden und wird auch der Rest von meinem Leben ausgelacht werden. Schön, das nehme ich halt in Kauf. Aber alle anderen sagen nur, sie verdienen Geld im Internet. So, und so ist es halt immer. Und man muss, glaube ich, zum lernen, gönnen, auch die verschiedenen Perspektiven sehen. Und ich sehe, okay, es ist eine Insecurity von mir und das einfach akzeptieren. Fuck, ich reagiere so wegen dem und dem und nicht einfach nur sich auf den Hass einlassen und dann sich selber so einreden, dass der Hass berechtigt ist, weil das sind ja Reiche oder weil das ist ja eine Dumme oder das ist ja eine Hübsche oder so. Und gewisse Sachen muss man, auch einfach lernen akzeptieren, dass man das nie haben wird. Zum Beispiel, dass jemand gross und dünn ist, wenn du klein und ein bisschen breiter bist. Bro, du wirst nie im Leben gross werden, außer du gehst in die Türkei, dir deine Beine brechen lassen und etwas machen, dass du grösser bist. Aber ist es das wirklich wert? Nein. So, oder umgekehrt, jemand hat einfach das perfekte Gesicht, das irgendwie ganz anders ist als dich. Du wirst es nie haben. Du musst einfach, gewisse Sachen musst du lernen zu akzeptieren an dir selber und aufhören, jede Person in deinem Leben zu belästigen mit deinen Projektionen und ja die irgendwie gemein sein zu allen hübschen Mädchen, weil du dich selber hässlich findest. Du bist genauso ein hübsches Mädchen. Du musst es einfach lernen zu sehen. Und das ist einfach anstrengend. Und darum glaube ich, gibt es auch so wenig Leute, die wirklich mit ganzem Herzen anderen Leuten etwas gönnen, weil es ist schwierig. Und der Aufwand, Bro, wieso würde man sich den machen, außer wenn man wirklich fest daran interessiert ist, irgendwie ein besserer Mensch zu werden, was halt leider wirklich nicht die meisten Leute auf dieser Welt sind. Auch wenn ich das lange gedacht habe, ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die einfach so zufrieden sind, so ja, ich lebe halt mein Leben, sicher muss ich nicht nett sein. Also, identifiziere deine Insecurities. Schreibst du vielleicht mal auf, das und das und das sind Sachen, die mich fett triggert und das sind einfach Sachen, die ich gerne würde damit klarkommen können, damit ich nicht eine Pestilenz bin für andere Menschen in meinem Leben. So, du willst ja nicht eine Debbie Downer sein, du willst nicht die sein, die ist ja, schön, aber ich habe 4 Paar Schuhe gekauft und du nur 3. Hihi, musst dich nicht freuen. Und auch einfach eben genau das, was ich gesagt habe, so, sei einfach fake. Fakes einfach. Sag einfach, zwing's aus dir raus. Auch wenn es so cringy ist und dir ein bisschen weh macht, zwing's aus dir raus. Habe gesehen, du hast das gemacht. Mega cool, freut mich für dich. Auch wenn es dich nicht freut im inneren Herzen, hab einfach deine Fresse. Und wenn du dich zusammenreissest und dieser Person gratulierst oder irgendwie gönnst, dann hebst du aber die Fresse hintendurch. Dann gehst du nicht zu deinen Leuten und sagst, oh mein Gott, hast du gesehen? Weil das ist dann grusig Fake. Mach Fake gegenüber von dir selber. Mach's einfach, du wirst dich gut fühlen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht in letzter Zeit, wo ich auch so, oder zum Beispiel an einem Tag, wo ich mich mega scheiße gefühlt habe, irgendjemand von meinen Leuten, die ich kenne, postet ein hure hübsches Bild von sich. Und dann ist wieder, fuck, Alter, alle anderen haben es im Griff. Hey, mega hübsches Bild. Du fühlst dich danach auch besser. Trust, Alter, probier's mal aus. Es hilft wirklich. Und wenn man das immer wieder übt, es wird einfacher. Weil ich weiss noch, am Anfang, als ich angefangen habe, wirklich einfach probieren, nett zu sein. Ich war wirklich ein Arschloch eine Zeit lang. Ist es so eine Überwindung gewesen, weil ich dachte so, wie kommt es jetzt über und ist es jetzt komisch, wenn ich das einfach so schreibe, so hey, mega cool ist. Bro, es juckt niemand, sei einfach nett. Auch wenn jemand scheiße reagiert auf dieses Nettsein. Es gibt auch wirklich Leute, die, wenn du so gratulierst, sind so, haha, danke. Wo du also denkst, fick dich, Alter, schreib dir nie mehr etwas Nettes. Wieso? Es sagt wieder nur über die Leute etwas aus, wenn sie so reagieren. Oder wenn sie Arschlöcher sind, allgemein im Leben. Ja, Leute werden den ganzen Tag ein Arschloch sein, aber du selber musst nicht ein Arschloch werden, nur weil die anderen scheiße sind. Genau gleich, ich hatte eine Diskussion mit jemandem, wo die Person ist so war, ja, aber wieso würde ich extra mega überfreundlich sein, wenn ich die Leute eh nie mehr sehe, so im Service oder so. Ich bin so, Bro, weil es
etwas über dich aussagt, weil du dich gut fühlen kannst und weil auch, du kriegst sogar bessere Bedienung, wenn du nett bist. Wieso würdest du nicht nett sein? Du kannst denen ihren Tag verschönern. Weißt du, wie viele Arschlöcher müssen die schon sehen am Tag? Und es gibt einfach Leute, die wollen den Aufwand nicht betreiben. Schön, tschüss, adios, muss nichts mit dir zu tun haben. Ich selber bin nicht so. Ich bin nämlich nett. Und das kannst du einfach immer von dir selber behaupten, wenn du dir die Mühe machst. Und logisch, wir verkacken alle immer wieder und es wird immer so die eine Person geben in unserem Leben, wo wir nichts gönnen, wo einfach grundlos so bist, nein, du nicht. Ist auch fair, Bro. Probier einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden und es muss nicht von heute auf morgen kommen. Es muss nicht, du, aber daran arbeiten. Und nur schon, dass du das hörst, ist ja ein geiler Point, weil das heisst, es juckt dich und du würdest gerne etwas ändern oder das Thema interessiert dich, du bist reflektiert. Das ist alles schon ein guter Punkt. Man muss einfach weitermachen und nicht einfach so denken, ja, dann ist es halt so, dass ich immer hässlich bin, wenn jemand etwas Gutes macht. Bin halt so. Nein, du bist nicht einfach so. Ja. Zum Schluss nochmal. Hört auf, so viel Zeit investieren in andere Leute. Nehmt die Energie und investiert in euch selber. Genau gleich, wie ich mich so fest gestresst habe darüber, wer mir gratulieren wird, wer mir nicht gratuliert, anstatt einfach mich vorzubereiten auf meine scheiß Live-Show, die ich hatte, wo ich mega stolz drauf war, wo ich hure Freude daran hatte und wo niemand sonst bis jetzt gemacht hat. Und ich glaube, das ist, weißt du, so, dann, ich habe auch angefangen, mich selber dann so, ja, vielleicht ist es gar nicht so cool. Bro, es ist fucking geil. Und genau darum haben sie ja so reagiert. Es ist geil und es ist schwierig für mich, dass ich das vorher noch nicht ausgesprochen habe. Ich habe mit mega vielen Leuten über das Thema geredet, weil eben, es hat mich ja gestresst. Aber es ist einfach ein Fakt, es ist hure geil, habe ich das gemacht. Und es ist ein Achievement und es ist nicht normal und ich habe fest dafür müssen arbeiten. Und das tut weh. Andere Leute. Fair, Leute. Verstand ich. Aber fickt euch. Nächstes Mal gratuliert ihr mir gefälligst. Ihr wisst, wer ihr seid. Bro, wenn ihr das hört. Ja, meldet euch einfach nicht bei mir. No joke. Ich tue einfach fake weiterhin mit euch. Ich habe mir nicht anmerken lassen, dass ich hässlich auf euch bin. Ich bin eine Queen. Macht das nächste Mal auch so. Danke. Das war alles zu diesem Thema. Falls ihr sonst noch einen Themenvorschlag habt, schreibt es wie immer auf Insta oder unter den Insta-Post, wo jede Woche, wenn ein Podcast kommt, zum Podcast-Thema aufgeladen wird. Kommentiert, liket, sharet eure Lieblingsfolgen mit irgendwelchen Friends von euch, tauscht euch aus, bewertet den Podcast, folgt dem Podcast, das hilft mir auch. Und sonst sehen wir uns nächste Woche. Vergessen nicht voten, verlosen mal. Boah, voll der Geier, aber ist mir egal. Bro, ich will das Loki gewinnen. Und wenn ich es dann nicht gewinne, ist auch ein bisschen blöd. Aber ja, jetzt habe ich said what I said, ich will es gewinnen. Cringe. Bis nächste Woche. Sorry für den Rant. Ich hoffe, es war gleich irgendwie interessant gewesen. Ich hoffe, es war nicht zu bad vibes gewesen. Und wir sehen uns nächste Woche. Adios.